Die Frisur, hä? Ja. Oh. Gell? Sie hängen ein bisschen das Bild. Ja. Ich habe kein Haar, aber unsere Kamera hat Haar. Hallo miteinander. Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen habt, wir haben jetzt so eine schöne tote Katze auf unserem Mikrofon, in der Hoffnung, es trägt dann weniger Winde. Also nicht weniger winden, sondern es stört nicht, wenn es windet. Genau. Kann sein, dass man zwischendrin noch so ein bisschen Puschel sieht. Da. Muss man das, glaube ich, noch ein bisschen frisieren. Auf jeden Fall, es ist jetzt Wochenende, Ufert. Heute ist Ufersdonnerstag, ja. Genau. Und wir haben ein bisschen Sachen optimiert und so und das Womo wieder komplett parat gemacht. Und jetzt geht es los auf unsere nächste Reise, die jetzt dann doch 4 Tage wird sein. Yes. Und Die erste grosse Kurzreise. genau. Und wir gehen auf Deutschland, weil alle anderen gehen ja in den Süden, also gehen wir auf Deutschland, weil ja, immer ein bisschen gegen den Strom. Nicht weit, Maximum Höhe Ulm oder so. Und jetzt der erste Platz, wo wir anfahren werden, ist in Neuhausen ob Eck. Dort hat es ein schönes Städtchen, ein Altstadtstädtchen, ich glaube sogar noch mit einem Freilichtmuseum. Irgendwie etwas habe ich gelernt. Auf jeden Fall haben wir den Tourvorschlag aus dem Promobilheftchen von... Schauen wir schnell, steht das irgendwo? Aus welchem... Aus welcher Ausgabe? April 17. Jawohl. Ja, Genau. und da nehmen wir euch natürlich wieder mit. Let's go! So eine richtig coole Lastwagenhupe, das wäre jetzt noch cool. So zum Ziehen, wie man es kennt aus, wie heisst das der Langfilm schon wieder? Over the top. Over the Top. Und dann kannst du noch ein bisschen Armtraining machen. Oh ja. Da noch so eine Trainingsmaschine einbauen, dann haben wir das Over the Top Mobil. Wir sind jetzt hier beim Stellplatz angekommen, aber wie ihr seht, wir fahren jetzt wieder retour, weil es ist alles voll. Es hätte hier 8 Stellplätze gehabt, gratis. Es ist jetzt 12 Uhr und ja, wir sind die Letzten gewesen und es hat jetzt keinen Platz mehr. Jetzt gehen wir weiter, schauen, was noch ein Plätzchen hat. Genau. Und wie ihr seht, da vorne sind, glaube ich, auch schon Leute gekommen, die auch keinen Platz mehr hatten. Die haben sich jetzt einfach hier hergestellt. Die haben auch kürzere Wohnmobile. Das nächste Ziel, das wir jetzt anfahren, wird Sigmaringen sein. Wir sind jetzt in Sigmaringen angekommen. Leider ist auch der Stellplatz und anschliessende Campingplatz komplett ausgebucht. Man hätte reservieren müssen. Jetzt fahren wir den 3. Stellplatz anfahren, mal schauen, was dort wird sein. Und der heisst... Der ist in Gammertingen. Also eigentlich hätten wir ja schon lange Hunger und würden gerne etwas essen, aber dazu kommt es jetzt wieder einmal nicht. Jetzt nehmen wir nochmal einen Schluck Wasser und dann geht es nochmal ca. eine halbe Stunde. Für den nächsten Versuch starten. Und dann hoffen wir doch, dass wir irgendwo ein Plätzchen werden Kommt finden. da schon der nächste Camper, jetzt muss ich dann da wahrscheinlich weg. Genau, jetzt müssen wir vorwärts machen. Also, tschüss! Das wäre der Stellplatz gewesen, hier hinten. Wäre eigentlich sehr schön gelegen. Ja, und so ausgebucht sieht es also noch nicht aus. Ja, das wissen wir ja nicht, aber es ist jetzt halt einfach... Ich glaube, es wäre auch noch gäbig gewesen, in dem Städtchen dort vorne sieht man nämlich noch so ein Schloss. Dort hätte man nämlich auch noch vielleicht vorbei können.
Aber ich glaube... Links abbiegen in die Straße, dann in den Kreisverkehr Ja, das Schloss dort, das hätte ich eigentlich gerne noch gesehen. Das müssen wir glaube ich mal machen, wenn wir dann... Also nicht gerade an einem Auffahrtswochenende. Wir sind jetzt hier in Gammertingen auf dem Gratis-Stellplatz. Es ist schon brutal voll, was natürlich sicher auch daran liegt, dass heute alle frei haben, blöderweise. Wieso haben die alle mit uns frei? Finde ich voll nicht okay. Ob wir da bleiben, wissen wir nicht. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall etwas zu essen und etwas zu trinken, weil ich habe Hunger. Oh ja. Mega Hunger. Genau. Und ja, es ist wirklich rappelvoll. Wir haben jetzt noch den letzten Stellplatz sozusagen bekommen. Ich zeige euch nachher gerade auch noch, wie es da so ein bisschen aussieht. Die einen haben sich da, glaube ich, eingerichtet für das ganze Wochenende, respektive Donnerstag bis Sonntag oder so. Genau, und ich check da schon mal ein paar Alternativen. Vielleicht es gibt da in der Nähe auch noch 2 andere. Mal schauen, vielleicht werden wir auch noch mal zügeln. Aber eben, wie gesagt, jetzt zuerst einmal etwas essen und dann mit vollem Bauch lässt sich besser entscheiden. Oder? So ist es. Super. So stelle ich mir das vor. Und? Wie findest du es? Sehr gut, sehr gut. So stelle ich mir das vor. So muss es sein. Genau. Leerer Platz, nur wir. Also nicht ganz, Also aber es sind ja. einfach Wohnmobilisten und Genau. nicht noch Grilleure mit der ganzen Familie Genau. und Sippschaft. Viel, viel besser und angenehmer. Schliesslich sind Camper ein eigenes Völkchen. Etwas, was vergessen gegangen ist in unserem Womo-Video. Wir haben hier auch noch so schöne Plissés, heissen die. So. So machen. Und so machen. Kannst du mir das gerne schnell lösen? Und zack. Also ich habe es noch nicht so im Griff. So, tipptopp. Es ist eben auch ganz gäbig wegen der Sonne. Es tut recht die Sonne abheben, Genau. dass es da innen nicht gerade 50 Grad wird. Wir sind jetzt hier in Trochtelfingen angekommen. Das war der 4. Stopp gewesen. Der vierte erste- Stellplatz, wo wir angefahren sind. Genau, da hat es uns am besten gepasst. Respektive der erste, wie ihr gesehen habt, der war ja besetzt gewesen. Der zweite Ist auch besetzt. wäre cool gewesen, aber ist super überfüllt gewesen, weil die haben irgendwie Das Fest gehabt, das ganze Wochenende. Genau. Das ist in Sigmaringen. Sigmaringen. Irgend so, ja. Der dritte, dort wäre es eigentlich frei gewesen, ist ein Gratisplatz gewesen, aber irgendwie hat es uns dort nicht so gepasst und jetzt sind wir halt weitergefahren bis dahin. Und dort hinter dem Gebäude hat es auch gerade einen EDK, da können wir dann morgen posten. Und da stehen wir. Und wir haben holländische Nachbarn. So, noch einen kleinen Service machen. Schliesslich hat es einen Haufen Muckenzeugs und so. Wo bist du jetzt drauf gestanden? Ich stehe auf dem Rad. Ah, Nicht ich drehe am Rad, sondern ich stehe auf dem Rad. Weißt du was? Es gibt doch so eine Werbung von der Coca-Cola, oder? Mit dem hübschen, ja genau. halbnackten... Hä? Das bin ich, das bin ich. Sehr schön. Also, musst Aber du dir eben das einfach vorstellen. halbnackt. Du bist ja noch voll angelegt. Ja, wir haben ja da schliesslich auch minderjährige Zuschauer, das geht nicht. Wenn ich da jetzt meine volle männliche Pracht rausmache. Der Platz war schön und ruhig gewesen. Ich habe zwar trotzdem nicht so gut geschlafen, dermal hast du besser geschlafen Ich als habe super geschlafen. Ich habe auch mein Küssi und ein bisschen so umgemodelt. Also, Ja, also bei mir Super liegt es nicht am Küssi, sondern irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach schlecht geschlafen, aber das macht nichts. Jetzt gehen wir dann noch mal ein bisschen weiter. Die Idee ist Richtung Blaubeuern.
Blaubeuren. Blaubeuren. Dort soll es schön ländlich sein und so einen schönen blauen See haben und so. Ich glaube, ein bisschen wie der Blausee. Genau, Kanton Und den möchte ich natürlich sehen. So, wo sind wir? Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Abstecher gemacht auf also es ist kein Geheimtipp, aber von der Frau, die vor dem Edeka gestanden ist, hat uns gesagt, wir sollen doch das Schloss Liechtenstein anschauen. Da sind wir jetzt. Kurz und spontan, wie wir halt sind, haben wir gefunden, wir gehen jetzt noch. Oh wow! Das ist gerade ein Bowling. Wie ein kleines Märli-Schloss. Öffnungszeiten, ah ja, das ist auch ein guter Hinweis. Dankeschön. Dankeschön. Oh ja, wow. Von ganz groß bis ganz kann ich nicht. Das ist eigentlich jetzt schon fast ein bisschen schlimm, he? Jetzt hat man so super Kameras daheim oder sogar im Auto und am Schluss nimmst du gleich das Handy. Aber ja, noch. Man kann nicht alles machen, dafür tun wir für euch filmen, ist auch gut. Das ist eine kleine Kapelle. Es ist wirklich sehr schön. Die Burg ist so mega übersichtlich, finde ich. Und wir haben gelesen, da ist das Dornrösli da. Ja, irgendjemand, ich habe es nicht gelesen, ich habe jemanden gehört sagen, da in der Burg anscheinend haben sie da das Dornrösli gedreht. Welches auch immer. Ja. Aber es ist sehr übersichtlich und unherzig. Ja, wirklich. Und jetzt gehen wir schauen, ob es etwas Kleines zu essen gibt da vorne. Vielleicht eine Currywurst? Auf uns warten 2 Currywürste. Mit Pommes frites. Mit Pommes frites. Lecker, Sehr schmecker. lustig aus, die Wurst. Nach dieser Currywurst sind wir dann mehr oder weniger auf dem Gestreckten, also eigentlich eher ein bisschen weniger. Ein bisschen mehr Umweg auf dem Gestreckten. Ja, sind wir dann jetzt hier auf Warte, steht's? Blaubeuren gefahren. Wo wir ja auch hin wollen. Wo wir hier wollen, genau. Ja, es ist ein bisschen länger gegangen, als wir gedacht haben, weil man sich ein bisschen verfahren hat, weil ich das GPS nicht richtig programmiert habe, aber ja, auch das kann passieren. Es ist ja nur eine Zahl, die du falsch eingegeben hast. 2 Zahlen. 2. Und das Aber wichtige Zahlen. Auf jeden Fall, ja, jetzt sind wir da und es ist mega schön da. Wir haben auch noch eine Parklücke gefunden. Jawohl. Zwischendrin. Stellplatz ist also sehr empfehlenswert. 5 € pro Übernachtung, aber das ist gut. Stellplatzbewertung kommt in einem anderen Film. Und morgen gehen wir dann noch ein bisschen das Städtchen anschauen. Dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Gratis WLAN ein bisschen ausnutzen. Ja. Die neuesten News checken. Es ist ja unglaublich, wie viel was da abgeht, die 3 Tage kein Internet zu haben. Eigentlich sogar nur 2. Okay.
Aber vielfach hat es auch einfach Gugus, die man gerade löschen kann. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber ich weiß jetzt, wo das Wasser herkommt. Nach einer schönen, erholsamen zweiten Nacht hier in, wie heisst es? Ich kann es immer noch nicht. Blaubeuren. Machen wir uns jetzt leider auf den Heimweg. Es ist ja Sonntag. Jetzt geht es langsam heim zu. Was wir jetzt noch werden machen, ist auf einem anderen Stellplatz Wasser ablassen. Den Dirty Water. Damit wir erstens nicht schwer sind und zweitens, das müssen wir ja nicht unbedingt heimtragen. Weil da können wir es ja, erstens kostet es etwas und zweitens haben wir keinen so einen extra Abwasserschlauch, wo wir um die Ecke fahren und so. Mhm. Und darum machen wir jetzt das noch mit anders. Aber der nächste Platz ist 40 Minuten? Ja, 50, so. 45 Minuten entfernt. Ist sowieso auf dem Retourweg, also spielt es eigentlich keine Rolle. So ist es. Also, dann würden wir uns damit verabschieden von unserem ersten längeren Kurztrip-Wochenende. Genau. Und man sieht sich schon gleich wieder. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.